Eine Frau hier zu sein, von der besonders ein Tag so ist das, wo wir denken an Gott danken. Und trotzdem, dass wir nächste Woche eine Danksagung zu führen, ich dachte, das wäre eine feine Vorbereitung für Danksagung. Ich frage mich, was soll ich anreden? Bitte an Danken. Danksagung, das sagt dort, was der Thema ist, was wir von der, wo wir uns mit beschäftigen wollen. Und ich habe mir ein Thema gewählt, von der Thema ist Gott danken, loben, preisen, für was er ist und was er tun kann, für was er ist, den Herrn zu preisen. Ich habe mir dort gewählt, Psalm 106, Vers 1, der saß, so wo die bitte in die Bibel merken. En draaien door naar hand en wel betoopt die verse lezen. En zijn woord, God zijn woord, dat te zeggen hebben, leid voor verse. Weet je, we rijden elke tijd voor dat thema, voor deze boodschap. Dan weet ik aan danken, denken deed. Danken, loben en prijzen dem Herrn. Dan kijk ik daar in de Bijbel en daar mal zijn wat de Bijbel daarvoor zeggen laat. En wat we dat doen kijken, dan zeggen we dat de Bijbel heeft zeer veel te zeggen om te danken. Dan vraag ik me, wat is de oorzaak daarvoor? Dat de Bijbel zoveel redt van danken, voor loben en prijzen dem Herrn. En daar zijn zeer grote oorzaken voor. Ik wil dit lezen en dan gaan we daar weer in Einzelheiten aan. Epheser kapitel 1, Psalm kapitel 106, vers 1, daar staat. Je wordt wat je maakt en niet te verdienen geest. Ik doe voor de solofly. Ik leg het allemaal weer niet door als we het gaan. Dat zijn met de uren, met gedanken enzovoort. Ze zei, voor der ik voor en zei ze, pas op dat ik was de aanrechte Bibelverse aangeven. Zei ze, daar hadden mensen trouble om dat te vinden. En ik maar toestaan dat traf, recht schwinde mal dat ik dat zo. Ik wil proberen daarbij te blijven. Ook dat zegt hier vers 1. Psalm kapitel 106, vers 1 zegt dat, lof den Herrn, dank den Herrn. Wie hij is goed, zijn truheid je leven, heeft niemals een eind. Bemerkt gewassen wir dort zum Beispiel dankt en niemals een eind, oder hielt niemals ab und so weiter. Vers 2 sagt, wer kann dort uitspreken, wat de Herr für gewaltige Dinge getan hat? Oder vollständig genug danken? Wer kann dort dem Herrn genug danken? Vers 3 sagt, Gott für dich, der sich an sein Gebot holen. Gott für dich, der sich an sein Gebot holen und immer gerecht leben in allem, was sie tun. Vers 4, Herr, denk an mich, dann was du dein Volk genug versprochen hast. Lass mich deine Rettung sein. Vers 5, dat ich dort Gode auch beleven kann, dort deine Gebilde haben, dat ich mich mit dein Volk mitfragen kann und die mit dein Getauft loben kann. Vers 6 sagt, wir haben Unrecht getan, so als unsere Väter. Wir sind gottlos gewesen und haben gesündigt. Weet je, de Bibel heeft zeer veel te zeggen bij ons danken. Wat we er plus juist een beetje überdenken doen, wat de gewend is verdanken, wat we dankbaar zijn, we beschäftigen ons met dankbaarheid, heb ik het gevonden, wanneer ik dat doe, want die tijd heb ik niet zo veel tijd te mij, hoe zal ik zeggen, mij oren oder negative Gedanken haben.
irgendwas wat Schlechtes denken über die Menschen und so weiter. Weil je, wenn ich mich mit Danksagung beschäftige, dann dort das mir helfen, zu mir abführen. Und dann frage ich, wie habe ich Ursache zu danken? Weil wir gehen verferchen durch Tiden durch, dann fallen wir uns so, wir haben nicht sehr viel Ursache zu danken. Ich glaube, really, so eine Zeit kann ich, da bin ich kann dankbar sein. Wenn wir durch schwere Tiden durchgehen, dann können wir Gott danken, dass dort nicht immer so ist es dort. Dann können wir uns freuen, dass nur dort schlecht gehen, da wird wir gut kommen. Wir können weiter dankbar sein. Noch ein Ding, wir können unsere Umstände, wir haben was zu tun mit unseren Umständen, dass wir können dankbar sein. Besonders der Sommer. Der Winter, wenn ich Schnee lege, da hat ein klein bisschen mehr Problem damit, mit dankbar sein. Aber wenn ich Schnee sein da, weil es allgemein Schnee in der ist, was ich auch gleich, wenn ich muss einen recht großen Schneesturm haben, dann lege ich dort. Das ist was Bedietendes. Dann kann ich da noch mal so recht dankbar sein. Ich habe gefangen, ich habe mir früher wieder nicht wieder wir haben eine Gewohnheit, dass wir, wenn wir Sprechen gegeben haben, dann sagt uns Stoll, dann haben wir unsere Devotions, lesen wir die Bibel und dann beten wir und so wieder. Weil wir sagen, kriegt wie das Fenster, wo wir sein können, bei uns zu hängen, das alles, die rein gerote Bäume, bei uns Hüskerne, dass die wollen weiten, wo das ist. Und der Herr hat uns sehr gesehen mit Squirrels. Das sind letzte Squirrels, die da ram verleihen im Tun ran, und die dann eben kommen ab ans Decken ab und so wieder. Und das ist wunderbar zu sehen, wo Gott die Squirrels hat angereicht. Ich hatte mal ein Jahr, dass ich da immer ein bisschen fordern an Salam, aber dann kommen die ganz besiegt, nicht der Stuhl da, habe ich da ganz verbannt. Weil die nach Hoden in der Oberstadt, glaube ich, gesehen, und dann sagten sie, wir sollen da nicht fordern. Sie sehen da nicht tanzen, sie sehen da alle von uns, die 35 von uns, was da 35 Units, was da sind, sie sehen alle dort. Ich glaube, dort traf vielleicht eins als der andere, ich weiß nicht, ob der andere doch denken. Mir ist es interessant zu sehen, wo die Tiere, die Gott gemerkt hat, die kommen nach der Kostüme merken und kannst enjoyen, was die tun. Viele Ferien haben da und so wieder. Wir sind ganz in der Natur. Wir sind, wo im Frühjahr, wo die Blätter rauskommen und wo die Bäume anfangen zu wachsen, alles anfangen rein zu werden. So viel Ursache, wo wir Gott können verdanken. Alle Zeit im Jahr. Und das ist so sehr verwirrt. Und ich sage dass wenn wir in der Bibel anschauen, und wir sehen dort noch, was Gott für uns getan hat, Geschwister, wir haben aber so viel Dankbarkeit zu sein. Dann wundert mich das nicht, dass so viele Menschen undankbar sind. Weil jeder Feind weiter vor Dankbarkeit hat. Er wird alles probieren, dienen in mein Leben nicht zu tun, dass wir können, dass wir Ursache haben, nicht dankbar zu sein. So, da wäre es so neidig, dass wir seine Wort Gott für uns getan haben, und dass wir können dankbar sein. Das ist bloß ein bisschen die Anleitung, was ich habe. Psalm 106, Vers 1 bis 2. Ich habe mehrere Verse von verschiedenen Wegen, wo ich vielleicht ein bisschen Trouble haben, tun in der Bibel. Aber Psalm 106, Vers 1 bis 2, der sagt, hier ist das ist der Vers, was ich hier habe, für die ersten zwei Versen. Vers 1 sagt, lobt den Herrn, dankt den Herrn. Und dann fragen wir uns, worum sollen wir dem Herrn danken? Die Antwort habe ich eben, das sagt, wie es es geht. Seine Treuheit ihr Leib hat niemals ein Ende. Das ist, wo wir uns für Gott können danken. Dass Gott ist gut und ist immer gut. Und seine Treuheit ihr Leib für uns hat niemals ein Ende. Weil die dienen in meinem Leib, die können ein Ende haben. Solange Menschen uns gut behandeln, solange wir gute Gemeinschaft haben und so wieder, dann finden wir das gar nicht sehr schlecht.
Aber wenn die Menschen erst irgendwas tun, gehen ans, was wir nicht sagen, gleichen tun, dann haben wir ein bisschen Trouble, um die wirklich gut zu sein. Ich will es haben, wenn die nicht haben, dann sage ich, mit anderes Gebet, das ich dann lebe ich. Aber das sagt hier, der Gott in der Leben hört niemals ab. Was meint das? Weil du und ich, wir können, ob wir bekehrt sind oder nicht, Gott hat Leben für uns. Aber wir können auch immer sicher sein, dass Gott in der Leben, der wird niemals nicht in Eng haben. Wir sehen Gott in der Leben in so viele verschiedene Wege in der Bibel. Das geradste, was wir sehen, wo Gott ins Leben hat, ist die am Kreuz. Wo wir sehen, am Kreuz gewonnen und durch für uns gestorben, sie Blut vergeten. Und dann hat er ihnen gesagt, wachtreien von ihm, er könne Sinn nicht an sein. Dort wisst uns dort, dass Gott ist gut. Und das sagt hier, Gott in der Leib, der hört niemals nicht ab. Dort ist, wo wir Gott sollen danken, dass seine Leib wird niemals abhören. Du und ich, auch seine Kinder, wir können uns von Gott wegdrehen, Dinge tun, was Gott nicht gefallen, sie wieder, weil seine Leib wird niemals nicht abhören. Vielleicht hat dort, was wir tun, nee, er hat nicht, er hat uns einmal bestrafen dafür, er hat uns disziplinieren, dass er uns Trick durch Hand kriegt, woher wir uns wohl haben. Aber wir können uns überzeugt sein, dass Gott in der Leib, der hört niemals nicht ab für die und mich. Vers 2 sagt, wer kann dort aussprechen? Kannst du dort aussprechen, was der Herr für gewollte Dinge getan hat? Weil wir kicken an, was Gott getan hat, und eben wenn wir rumkicken an von der nach, was Gott tat, durch die Hurricanes, durch die Tsunamis, durch was immer das ist, all die natural disasters, was da passieren und so weiter, dann können wir dort gar nicht aussprechen. Nicht. Was der Herr für gewollte Dinge getan hat, oder am vollständig genug danken. Die Frage ist, können wir am vollständig genug danken? Können wir wirklich verstehen, was der Herr für gewollte Dinge wieder? Ich glaube aber nur mit der Überdenken, da wird uns Gott sehr gut. Und ich glaube, das kann ja nicht umstehen, hier bei Gott empfohlen zu erklären, wer Gott wirklich ist. Weil, mir lieber Zuhörer, dort ist der Gott, der die in mir hat erstlich gemerkt, und der hat die in mir geraten zu sein, der das von der Tag für Tag uns beschützen, und der das uns leiden und führen, der hat uns versprechen, dass er wird uns beschützen, was er kommen hat. Er wird uns nie verloren, all dort kann wir sein. Ich weiß nicht, ich will bloß sehr wenig von dort betrachten können. 1. Chronik, Kapitel 16, Vers 34 sagt, dank dem Herrn, wie es heißt, freundlich. Wann ist Gott freundlich? Was meint das erreicht? Ist Gott freundlich, wenn du nicht dort tun, was er will haben? Dort hat Gott gar nicht, andere nicht. Seine Freundlichkeit, die bleibt da. Gott ist freundlich, wie es heißt, dank dem Herrn, wie es heißt, freundlich. Und seine Treue Leib hat niemals nicht ab. Ich sage dort, ein anderer Fall sage ich, der hat niemals ein eng. Und Gott seine Freundlichkeit wird niemals nicht abhören. Dort soll uns Gott leiten. Wieder im Alten Testament, in 1. Chronik, sagt hier Vers 8, Matthäus sagt, dank dem Herrn von ganzen Herzen, ruft seine Namen an, macht seine Doten für alle Völker bekannt. Das ist, was er uns abgegeben hat. Wenn es Gott so gut ist, wenn es Gott alle ihr treffen hat, wenn wir dort verstehen, das sagt, macht seine Doten für alle Völker bekannt. Das ist, was die Abgabe, meine Abgabe ist, dass wir diesen Gott, dass wir den zu allen Völkern bekannt machen sollen.
Ich glaube, ich kann bloß Gott bekannt machen und von einem Zeugen so wieder, wann wir mit ihm in Gemeinschaft sind und wie weit dort, wer Gott ist, dort er wirklich ist, der er sagen, dass dort er ist. Und Vers 9 sagt dort, in 1. Chronik 16, 8, Vers 9 sagt dort, singt in Loftarm und redet von all seine Wunder. Gott will haben, dass du und ich sollen immer von seinen Wunder reden. Wir sollen Menschen dort sagen, dass er Gott ist. Wir sollen davon reden. Und wenn wir wirklich mit Gott in Gemeinschaft sind, es ist Jesus sein, der sagte, wer an mich glauben, der ist der Sheriff sein, der sagte, von dem sie in innerliche Being wollen, Ströme des lebendigen Wassers fließen. Wir wollen gar nicht kennenstellen sein, nicht. Wenn wir mit Gott in Gemeinschaft sind und wir lassen Gott an uns Leben arbeiten, dann wird das automatisch kommen. Und ich mag mich wundern, wir haben viel zu tun mit, ich sehe an WhatsApp, und da kommen verschiedene Dinge an. Und einer wird an, dass Menschen von unserem Hintergrund, von diesem Glauben kommen down. Und da in die Gemeinde sind und die Kirche sind, wo sie nicht können, öffentlich davon reden und so weiter, dann hört einer Eva sein, Frau sagt, was ist damit Anrecht, wenn ich das mitteilen, was in meinem Leben passiert ist und so weiter, zu der Leiter in der Gemeinde, dann können die mich gar nicht verstehen und dann sagen zu mir, ich soll still sein. Sagen sie, was soll ich tun? Ein Mann sagt, eben sagt er, meine Brüder können mich nicht verstehen. Sagt er, wenn ich davon reden, dann kann ich dort nicht verstehen, dann ist der da bei mir, sagt der Baum, was soll ich damit tun? Ich sage, wenn du nicht reden kannst, dann wies doch bloß. Dort hat man dein Leben dort bewiesen. Aber wir sehen dort, dass Menschen, die das nicht verstehen können, die können dort nicht sein. Aber die Bibel sagt dort, wenn wir die Freiheit wollen haben, wenn wir an einem Glauben so aussehen, wo es sagt, dann wird das automatisch, wird das übergehen. Wir können gar nicht still sein. Und das ist ein sehr gutes Ding. Dass wir gar nicht still sein. Wir wollen jeden Stund kriegen, ganz natürlich. Wieder in Psalm 107, Vers 1 bis 3, sagt er an Vers 1, es ist das, dank dem Herrn, wie sei es freundlich und seine Treuheit ihr Leib wird ewig bleiben. Der wird nicht mal niemals abhören, der wird ewig bleiben, der wird keinmal den Eng haben. Vers 2 sagt, so sollen den Herren seine gerade sein, dass er den Feind seine Hänge gerät hat. Was meint das, oder wer sind das, von wem er reden das hier? Er sagt, so sollen den Herren seine gerade sein, dass er den Feind seine Hänge gerät hat. Wer ist dort? Ich glaube, jeder einer von uns, erstlich, und wir wollen seine wieder an Jesaja, Vers 11, Vers 12, da redet von, besonders von Israel, wo Gott sich weggedreht hat von Israel, wo er wird weiterkommen, wo er mit Israel so leicht verloren hat. Aber ich glaube, das haben wir auch anwenden an uns Leben. Den er den Feind in den Händen gerät hat. Da er uit de Länder vom Osten, Westen, Süden und vom Norden geraubt hat. Und wenn wir dort wurden, an Jesaja 11 und 12, sein in vielen anderen Städten, aber wir sein in der Herr der Rede von, wo er sein Volk wird bringen, die Israel wird frisch Topf sammeln und so weiter für die letzte Zeit. Aber ich glaube, das kann wir Anzug anwenden, dass in jeder einer von uns, was er geraten ist, als einer, der da uit den Feind seine Hänge rausgeraten ist. Gott hat uns uit den Feind seine Hänge, uit der Sklaverei von der Sünd rausgeraten. Jesaja 12, Vers 1 bis 4, 1 und 4 sagt es das. Wenn die Zeit kommt, wo je sagen, ich danke dir, Herr, dort war du auch verlegen mit mir wirst,
hast du deine Wort doch teilgenommen und hast mich nu getreust. Und dort hat besonders nu Israel wesen, wie Gott sich wachdrehen hat von Israel, wenn es ihre Angehörigkeit, und wo die Bibel sagt, dass der Tag wird kommen, er wird drehen nur sein Volk. Und er wird mit ihren Händen, Vers 4 sagt es das. Und wenn der Tag kommt, wo Jesaja, dank dem Herrn, bet am an, laut andere Völker beten, was er für uns getan hat, und wo keiner mit ihm zu vergleichen ist. Even Israel, wie sich regendrehen an Jesus, und kreuzigen haben, nailten haben am Kreuz, und dann wieder, wo wir sein, wo Gott, in das Jahr 70 und so wieder, wo Israel sich wachdrehen hat, und am Ganzen als Nation von der Tag noch am dichteren sein, von Gott wachgedreht. Trotzdem hat die Bibel versprochen, hat Gott versprochen, dass er wird den Bund mit Abraham nicht brechen. Und wir seien dort, weil wir dort studieren und sehen wir dort, dass Gott wird ein Tag waren mit seinem Volk, mit den Israeliten handeln. Jeremia 33, Vers 9 sagt, in alle Völker abgehört wollen mir mit Frieden ehren und preisen und Anerkennung geben, wenn sie hören, was ich für diese Stadt tue. Die wollen sich in Furcht wundern und wollen flattern und staunen über all das Gute und all den Erfolg, den ich angebe und so wieder, weil wir würden wieder wohnen, sagen wir, dass ich würde immer wohnen, Vers 11, das sagt, da wollen sie mit Scheingonen singen, die Brigam und die Brut wollen sich dort vermüllen, und da wollen sie, wenn sie dort Dankopfer an dem Herrn sie in Hus bringen, sagen, Dank dem Herrn, der alles regiert. Er ist uns jenstig und treuhartig leibtodrig. Da sei bewahre Gott in der Leib, wo ein Tag wird Israel Gott war danken. Vers 20 sagt, und seht, preis Gott von Ewigkeit bis Ewigkeit. Er hat Weisheit und Macht. Dort wo wir irgendwie dem Herrn loben und preisen tun. Vers 21 sagt, er hat die Tag und die Jahrestiden in seiner Macht. Er stellt einen König zu Sieg und stellt einen anderen an. Er hat die Weise ihre Weisheit gegeben und die Verständige ihre Erkenntnis. Was ihr da ist, nicht, was da vergonnen hat, wo Gott nicht die Macht hat oder das letzte Wort kann haben. Wir gucken von der Tag nur an die Regierung hier, nur an den Prime Minister und so weiter, oder wir gucken an die US, was da angehen und das, wer wird der Leiter sein, wer wird gewählt worden, wenn der Zweistück sein wird, nicht wirklich sehr angenehm sein. Was Gott hat, ultimately die Macht und gibt uns dort, was wir verdient haben. Und ich glaube, dass, wenn wir kicken nun, und ich glaube, dass wir dann ziemlich dicht bei proben zu sein in Notfall, was passieren wird in Kanada und auch in den US, vielleicht ein bisschen mehr in den US als in Kanada. Und wir sehen dort, dass das dort loten, das ist nicht sehr gut. Aber was ich echt glaube, und sind wir überzeugt, nur das hier noch, dass Gott wird den oder die anstellen und als Präsident, dann noch, was das Land, was die Menschen verdient haben. Wir sehen dort im Alten Testament einmal, dass dort passieren, dass Gott kann den
anbekeerden König brücken. Hij deed Pharao brücken, toen sie namen verherrlichen. En ik geloof dat is wat passieren deed. Wel, we een klein beetje wieder gaan om Nieuwe Testament. Seinen Jezus zelfs dank gehad. We zijn dat Jezus weer een zeer goed Beispiel. En een Beispiel weer, wie Lazarus sterben leid. Dan, we weten alle dat am wordt gezegd en hij deed versleuren. Zolang dat hij is 4 dagen dood weer, dat hij 4 dagen am graf weer. Wie ze de hand komen, dan zegt hij zelf dat de graf opmerken. En dan zegt Martha, dat hij als op 4 dagen ben. Hij zegt, der stinkt al. Maar we zijn dat Jezus dit vertragen, zodat God zijn kracht kan openbaar worden. En dan, wat deed Jezus het eerste? Hij kijkt naar Herst naar voren en zegt, God, ik dank je dat u me gehoord hast. We zijn dat Jezus zelfs, dat God danken, hij fängt aan met danken. En ik geloof, hij is een zeer goed Beispiel voor ons, dat we am danken, dat we God danken. Dan. We zijn dat ook, wie zij dat laatste Maal had met zijn jingen. Wat deed hij dan? Dan dankt hij God. We zijn met de 2 mannen wat op in Emmaus waar gingen en Jezus te begegnen deiden. En dan zo oben gezeten deiden, wat deed hij dan? Dan nam hij dat brood, zoals hij dat gewand weer, en dan dankt hij God. En we zijn dat is een Beispiel, wat we zijn van Jezus, waar hij immer dankbaar weer. En vers 40, oder, weil wir mal ein bisschen wiederum Psalm 136, Vers 9, sagt er, dank den Herrn, wie hij es uns toegedonen. Seine Treuheit ihr Leib haft kein eng. Waar zei we dat hoe groot God zijn Leib is, en hij haft kein eng. Wat dat is, ik mag me vaak wonderen, want mensen zijn bezig lezen gegaan, oder zijn aufgegaan, en van rechten Reich, oder ze zijn in een zeer diep zinvolle leven, trotzdem doen ik krijgen dan weer we zijn, of we een goede aanbekeerde mens zijn, oder een slechte aanbekeerde mens zijn. We zijn alle gelijk zeer verloren, en we moeten alle denzelfde weg komen, omdat we geraad worden. Maar wanneer we zeggen, ik zei immer, ik zei in WhatsApp, viele mensen, wat er zeer diep in zin gegaan zijn, en hoe schwer het is, dat de mensen eenmaal toch komen dat God leeft aan, dat hij het zegt dat God leeft aan, en hij komt naar God. God zijn genade is genoeg, en dat du hast niets niet wat God zijn Leib wegnemen dat van ons, oder dat zijn genade van ons wegnemen dat. En hij zegt, ik dank mijn God immer met u voor de genade, dat hij Christus Jezus gegeven heeft. En 1 kapitel 1 vers 4 en 6. Daar zijn we dat we Paulus danken deed. Daar vond je aan, en ik heb een vraag hier, de Korinther, waar we de Korinther gemeente betrachten, dan hebben we niet een sehr schmackige Gemeinde. Da wir ziemlich viel Sinn, was da angehen und so weiter. Und dachte der Apostel Paulus, der funkte Wort bijna wat hij am Ursache geeft te danken. Hij zegt, ik dank mijn God, immer met junt voor de genade, dat hij junt durch Christus Jezus gegeven heeft. Dan vers 5 zegt, durch Jesus Christus sind je an alles rekker geworden, en alles wat je van hem leren, en alles wat je van hem verstonen. Dan vers 6. Wat junt van Christus gezegd worden is, heeft zich aan junt ganz aangewarteld. Doordat hij van de gouden zee kijken, so wie das Glauben anbelangt,
Toestand in Christus, sagt dat heeft sich ganz angewartet. Dan in 2. Korinther 2 vers 4. 2. Korinther 2 vers 4. Da sagt er, wir danken Gott, der uns an Christus immer siegen lässt. Ja, wir danken Gott, der uns an Christus Jesus immer siegen lässt. Ist das so, kannst du das sein? Kann ich das sein? Ich sage, die Bibel sagt dort, dass wir können siegen. Und ich danke mir Gott, dass wir immer siegen können. Und das, was er sagt, und so aus ich ein scheinet Geruch verspricht. Ich will noch einmal. Und so aus sich ein scheinet Geruch verspricht, so braucht Gott uns alle Wege Christus bekannt zu machen. Und hier, wie es dort, hier sagt er, je sind dort sozusagen das Salz in die Umgebung. Sagt er, Gott braucht jemand, um dort alle, zum Gott seine Leib verspreiden. Und dann in Epheser Kapitel 1, Vers 1 bis 14, und ich will damit schließen, klein bisschen sein, was wir Ursache für haben, Gott zu danken, was Paulus sagen wird. Und das ist ein von meinen favorite portion of Scripture im Neuen Testament. Epheser Kapitel 1, Vers 3 anfangen. Ich wollte die ersten 2 Verse utloten. Uns Herr Jesus Christus, in Gott und Vater, soll dafür gelobt worden, dass er uns aus Himmelsbürger all die geistlichen Segnungen geschenkt hat. Wir sollen Gott loben dafür, dass er uns all die geistlichen Segnungen geschenkt hat. Zu wem redet das hier? Das redet hier zu dem, was er an Vers 1 sagt, Paulus, den Gott sich gegeben hat, den Gott sich gewählt hat, Christus Jesus, sein Apostel zu sein, nur der Helge in Ephesus. Er schrift nur der Helge in Ephesus. Wenn Paulus den Brief geschrieben haben an uns, da wird er den geschrieben haben zu uns, die wir dem Herrn Jesus angehören. Das hat hier nicht zu tun damit, wo ab Wort von der Level wir sind, wo sie geistlich wir sind und so weiter. Das hat zu tun mit wer wir sind in Christus, wo wir Jesus angenommen haben. Er sagt, das schreibt er zu der Helge an Christus, Jesus. Er sagt, der dort treu sind, der unseren Herrn Jesus treu sind. Genot mit Jünd und Fried von Gott, unserem Vater und unseren Herrn Jesus Christus. Und dann sagt er da, meine Gleichstellungen sind hier 14 verschiedene Gaben, was er sagen wird, verheben wird, was wir haben an Christus. Und ich will ein paar davon verheben. Vers 4 sagt, wie es euer heide Welt in Grund lädt, hat er uns all bestimmt. Kannst du die dort verstehen? Kannst du dort verstehen, was dort Reich meint? Wie weit die Welt ist? Wir leben, die Welt ist ungefähr in 6.000 Jahren gemerkt. Bitte die glaubst, dass das in Millionen Jahren gemerkt. Aber das ist in 6.000 Jahren ist die Welt gemerkt. Und das sagt hier, dass Gott, der sich dann all eier heide Welt den Grund leihen hat, dann hat er sich die und mich all wählen. Kannst du das mit denen verstehen, was du hast, kannst du das denken, ich kann nicht. Was ich immer sage, dass ein Teil Dinge in der Bibel, da kann ich nicht really begreifen. Verstehen, ich glaube das, aber verstehen, dass ich das kann, das kriegt ausleihen, dass Gott über 6.000 Jahre drei, ich weiß nicht, wie viel er den Welt den Grund lädt, wie viel 1000 Jahre verändert, er sich mir in dir auswählen, und das sagt das hier gar nicht. Aber das sagt, er den Welt den Grund lädt, dann wisst ihr all,
En we moeten dan denken dat God is alwetend. Kwam dus niet zur Surprise. Hij deed niet de Welt merken, aber immer der andere hat Fehler gemerkt. Da wir nicht der Fall. Er wist gleich, was sich da wieder annehmen. Er wist al dat hij would zien sehen, op de Erde laten komen en so wieder. Wir haben alle bekannt. En dan in Vers 4 sagt, Vers 5. Wie es Gott uns gut wäre, oder wie es Gott uns so leid, hat hij dat so angereicht, dat hij uns durch Jesus Christus annehmen will, als seine eigenen Kinder. Da wisst uns dat wenn hij sich uns uitweren leider, wist hij gelijk, wo hij uns wil raden. Hij wist ook dat Adam en Eva würden een zin vallen, en we würden met hem op een zin vallen. En hij maakt een plan dan al, dat deze in Jezus Christus, wil hij ons raden. Voor mij eigenlijk alles wat ik zeggen kan, dat is amazing. Zo'n is mij zo groot, toen dat een Einzelheiten wirklich verstehen kann. Glaube ich dort? Ja, 100%. Nu kan we niet anders, zegt Paulus, dat Vers 6, als zijn grote genade loven, dat hij ons heeft toekomen laten, dat Jezus Christus, den hij zo groot was, oder den hij zo loven deed, zo leven deed. Wat heeft dat te doen met dankbaar zijn? Ik glaube, dat zijn dingen waar ik kan doen zullen, besonders waar we denken aan Thanksgiving. En nächste week, waar we dat actually vieren aan Thanksgiving Day, zullen we dan denken dat we hebben zeer veel dem Herrn te danken. En zoals ik zei, dat eerst is bloß een beetje de voorbereiding. En vers 7 zegt hij, durch Jezus, die zijn bloed voor ons gegeven heeft, zijn we losgekauft. Is dat niet amazing te weten? Dat zegt niet, waar we losgekauft. Dat zegt, wir sind losgekauft. Wat je ons wordt niet gezegd dat er wordt einer komen, der wordt den Priest betonen. Im Alten Testament wird het zo. En de Menschheit wird versprechen, dat Gott hat einen Plan, en dat zegt, de geleerde stukje 3 van, eine von meinen Botschaften, dat de Menschen, even de Engel, die kijken verwaarts en wonderden, wo Gott dat alle wird doen. Wollten sich da wieder annehmen. Even de Propheten, wat lang al 2000 Jahre vorher al schreiben mussten, wo Gott verdammt, zum Beispiel Jesaja, weil da wir nicht so wie drei, aber alle Zeit, vorher seine Zeit, was geschrieben war, das sagt, die Propheten, die kickten vorwärts, die wanderten und sagten, wann das passieren wird. Petrus sagt, schließlich war dann dort gesagt, dass nicht in der Zeit wird passieren, aber da wird nachher passieren. Wir kicken drei, und der Apostel Paulus, der kann sagen, wir sind losgekauft, wie es dort wird passiert. Jesus wird am Kreuz gestorben, und reicht der Apostel Paulus, wer da alles ansaten leiden wird, wer der erste wird von der Verfolgung in Christen dort merken, leiden, gefangen genommen, der schreibt das, dem braucht Gott, zum dit schreiben sein, dat durch Jesus, der sein Blut für uns gegeben hat, sind wir losgekauft. Und dann Vers 8, und uns sind die Sünden vergeben, die Worte nicht vergeben, die sind vergeben, durch die große Gnade, die an uns Leben dann kommt, und uns de Augen für die Wahrheit opmerken. Ich kann noch gleich denken, wenn Gott mir die Augen opmerkt für die Wahrheit. Wir sind nicht immer mit den Augen aufgepasst für die Wahrheit, dass wo meine Sinne vergeben werden, dass ich das kann weiten. Aber wir sind die Augen aufgemerkt, ich weiß das. Und jeder einer von uns, der gerade ist, die weiten das, wo Gott die Augen aufgemerkt hat. Und das passiert durch den Heiligen Geist, wo wir versiegelt sind, wenn wir den Herrn Jesus annehmen und in ihm glauben. Ich kann hier noch viel wiedergehen und noch viel mehr sagen davon, aber ich will bloß mit hier gehen und lassen das eben für alle von uns selbst wieder noch studieren. Bitte zu sagen, dass
wenn wir schon anfangen zu sein, mal eine Bibel nachsichen, dann in gewisse Themen, in besonders Themen, Gott zu loben und zu preisen und Gott zu danken. Du hast Meske in Englisch dafür. Du hast so viel Bahn. Und wenn ich nach Gott denke, dass die Zeit habe ich sehr wenig Zeit, zu mir über andere Menschen stehen oder irgendwo negative Dinge tun. Und das ist das gute Ding davon. So muss Gott durch diese Zeit, wo wir besonders an denken, und wir haben hier ein Beispiel, wie seine, wo Gott uns gesehen hat, mit der Frucht, mit alles ab der Art und so weiter, hat uns Regen gegeben und alles. Nächste Woche nehme ich an, wo wir dafür mehr von hier und von dort. So muss Gott ihn wirklich sehen und das antrifft alle ihr dafür. Dankeschön für Torgen.